Es geht weiter, stets heiter. Natürlich, wie gewohnt bei Pokémon Legenden CA. Wir haben ein Mega Mini-Pokémon erledigt in der letzten Folge, und zwar das Mega Resladero, was dank Mega Gardevoir gar nicht mal so schlecht war. Also ging relativ easy. Jetzt kümmern wir uns um die nächsten beiden, ne? Und auf dem Weg holen wir noch eine Sidequest, aber und zwar die hier unten. Ich überlege gerade bei Mega Bibor, ob ich da vielleicht auch wieder Lucario einsetze und mehr auf Stahl-Pokémon gehe. Weil Bibor ist ja Käfergift. Was macht denn Galar-Fleckmon hier? Sei grüß, Mann, das ist eine Ausstrahlung, die man nur in Illumina City vorfindet, ne? Verzeih bitte, dass ich den Moment überfallen, aber hast du zufällig einen Fleckmon dabei? Ich komme aus der Galar-Region und da haben Fleckmon, wie du siehst, einen gelben Kopf und eine gelbe Schwanzspitze. Damit ist so gekommen, dass es andernorts nicht der Fall ist. Heimische Fleckmon anfreunden könnte. Wie cool wäre es denn bitte, wenn ich einen Galar, nicht nur Fleckmon, sondern Lamus haben könnte. Vor allem wegen der Typenkombination. Warte mal, was haben wir gleich? Ich muss Ampharos ablegen, weil Ampharos kann ich weder bei Banett noch bei Ding brauchen. Tatsächlich. Bibor, genau. Banett oder Bibor. Das weiß ich nicht so geil. Hier, ja, wir haben einige Fleckmon. Das Level spielt eine Rolle, Wesen und so, ist das alles egal. Nehmen wir das mitkommen. Fleckmon, Fleckmon. Achso. Ja, hier habe ich. Ja, okay. Ja, da muss ich ein Team haben. Alles Gute, Fleckmon. Mach's gut. Viel Spaß in Galar. Krieg eine Postkarte. Picanto. Finde ich gut in Picanto. Okay. Oh, es ist ein ganz anderer Geruch. Fleck. Dieser abwesende Gesichtsausdruck. Ein Fleckmon ist und bleibt in einem Fleckmon. Der Galamus noch stärker von seinem Gegenstück Galar unterscheiden soll. Du musst wissen, Lamus in der Galar-Region gehört dem Typ Gift an. Na, bleib einfach drauf los, ne? Ja, danke für Spoilern. Ein Fleckmon für ein Fleckmon. Mit dem Machgo oder ein schlecht. Aber ja, es stimmt. Fleckmon aus der Galar-Region, die ist am Psycho. Normaler Fleckmon wäre ja Wasser. Und wenn ein normales Lamus hat ja Wasser Psycho. Können wir mal raten, was ein Galar-Lamus hat. Ich glaube sogar bei dem. Ja, ganz sicher. Ja, aber es kann trotzdem im Wasser tacken lernen. Das ist auch der Witz an der Sache. Also momentan ist der Angriff noch stärker, also lass es mal dabei. Ansonsten müssen wir erstmal entwickeln, ne? Aber die Galar-Form entwickeln ist nicht ganz so einfach, ne? Ich nehme jetzt trotzdem mal die Teambox auf. Weil um die Viecher zu entwickeln, brauchst du spezielle Items. Also auch für Galar Lashoking. Deswegen erst mal hier in die Box oder an die Stelle. Und dann gucken wir mal wegen Bibor, ne? Ja, also Stahllabor, weil Stahl-Pokémon. Mega Power wäre cool. Vielleicht Turtok. Das Käfer Gift Gardevoir könnte was reißen, aber der Fee-Typ macht ein bisschen Sorge. Durengard ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, aber auch hier macht Meganie keinen Sinn. Aber ich glaube, Meganie und Pandago kann er beim nächsten Viech wieder einsetzen. Riolui wäre theoretisch auch eine Option. Kampfstahl, aber offensiv einsetzen, ich weiß nicht so recht. Obwohl, der kann nicht mehr Gardevoir mal raus, ne? Und pack ihn rein. Ist natürlich so, er weder ein Mega-Ding-Item noch sonst irgendwas Brauchbares.
Kann ich noch ein Item geben oder soll einen Megastein von dir holen? So viele EP-Promo, so kommt die bitte her. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel er braucht hier für ein Level Up. Okay. Wow, plötzlich erst ein 30, nur wegen 4 von der M-Reihe. Auch nicht schlecht. Ja, Routine macht heute ziemlich viel, ne? Also, Attacken verwalten, aber was Neues. Flammenwurf, na endlich mal. Kommt relativ spät, ne? So, Psychoschock, Flammenwurf, ja, der Rest ist eigentlich Scheiß-Attacken. Entwickeln, ja, Moment, nicht alles auf einmal, ne? Ich wollte noch gucken bei Lucario. Was haben wir denn sonst noch so? Sanftschlag aber nicht mehr. Sein schon Normalattacke? Nee. Da ist Schwerattacke verstärken. Lucario begann nichts, ne? So ein Megastein bei ihm wäre auch mal eine Idee. Gut. Entwickel mal Rotena, komm. Dann haben wir im Prinzip 3 Starter aus verschiedenen Regionen wieder mal im Team. Und ich verspreche euch eins, ich hatte diese 3 Pokémon noch nie in einem Team, in allen Jahren noch nie. Also gemeinsam eigentlich so, ne? Für nächstes, glaube ich, habe ich sowieso nie tatsächlich entwickelt, auch damals bei Pokémon XY nicht, das war mehr wegen, ah ja, ein Pokédex füllen, okay, habe ich jetzt. Magieflamme. Kurzzeit gesenkt, ne? Flammenwurf. Magieflamme ist eigentlich schwächer, aber eigentlich praktischer. Dann dieselbe Ladezeit, ne? Noch den Psychoschock. Sternschauber eigentlich auch nicht. Spukball. Das Vieh kann Spukball lernen. Wie krass ist das denn bitte? Ja, aber ich packe jetzt mal 4 so Attacken ein. Gedankengut wäre eigentlich auch mal ganz cool bei ihm. Vor allem ist er relativ flink, ne? Der gerade. Warte mal, ich habe Psychokinese. Was machen hier überhaupt? Hier. Zauberschein. Feuerpsycho. Deckt ihr viel ab, ne? Und mit Spukball kann ich auch Psycho-Pokémon effektiv treffen. Und eben auch Geister. Flammenwurf, steigt Magieflamme ist sowieso Step, wie Psychokinese auch. Zauberschein wäre theoretisch ein guter 4. Move, ne? Anstelle vom Flammenwurf jetzt in dem Fall. Beim Fee könnte ich halt auch noch. Ja, Kampf brauche ich nicht, weil ich habe schon Psycho, um Kampf zu treffen. Das war Fee noch gegen Drachen. Ich habe sonst überall schon Fee-Attacken und so dabei. Was haben wir noch? Unlicht, ne? Ja, stimmt, ne? Ein Unlicht-Coverage wäre nicht schlecht. Okay, aber erstmal gucken wir uns das nächste Mal an. Wir müssen bei ihnen nachher mal einen Megastein holen, sobald es möglich ist. Ich merke gerade, unser nächstes Jahr weiblich. Fällt mir erst jetzt auf. Das ist eigentlich schon cool, ne? Ich muss sagen, ich bin gespannt, ne? Das erste Mal, dass ich für nächstes eigentlich so jetzt ein Team und so habe. Wir gehen mal hier kurz vorbei. Weil eben damals BXY, ne? Also ich hatte damals auch nicht so Bock drauf, das Spiel nochmal zu spielen. Das heißt, im ersten Mal habe ich, glaube Foxy genommen, also Quatschutsu als Starter. Beim zweiten Mal war es, glaube tatsächlich Brigaron dann. Sofern ich mich richtig erinnere, ne? Also 100% sicher bin ich da auch nicht gerade. Ich bin ja nicht sicher. Eine Sidequest oder was? Ach so, das war das Ding. Schon gewundert. Tour doch nicht haben wir. Da waren die. Kangami, Gluak nicht. Die kommen dann später. Stalos nicht. Knackrack nicht. Gengar nicht. Menitalis nicht. Rexplan nicht. Shirox nicht. Gengar? Der auch schon lange nicht mehr gehabt.
Dann war ein Lucario nicht da oben, ne? Bei der Quasar Corporation. Wo ist die schon wieder? Hier. Ich glaube aber sogar, dass Lucario und Phoenix sogar 2 Pokémon wären, die sich gut ergänzen würden. Mal schauen. Aber Phoenix ist sicher eine Option, das mal, mal zu testen. So das Pokémon im Team. Staloborn. Oh, der ist neu, ne? Der Wunderfall war eben das. Ja, gut, das können wir eigentlich auch, ne? Egal. Dann gehen wir weiter. Zaplaronit. Gut, weil wir jetzt erst die Pokémon gesehen haben, ne? Lucario nicht, Gott sei Dank. Relativ günstig. Das heißt, wir werden dann auch bald mal noch für den Staloborn hinten noch sparen, ne? Weil wir schon eins im Team haben. Dann regelmäßig trainieren. Die anderen Taubos, warum sind die eigentlich so günstig? Verstehe ich bis heute nicht. Taubos, ne? Ich hätte einen Elite-Taubsi. Wäre auch eine Idee. So, Lucario. Schön, schön. Jo, das kann man so machen. Also dann auf zu Mega Bibo wollt ihr, ne? Hier. Hotel her direkt? Jo. Bin gespannt, wie das Team so wird, ne? Mit Meganie, Turtok und Phenexis anstelle von Meganie, Glurak und Quachutsu. Was mir ursprünglich mal überlegt hatte, tatsächlich. Aber dann eben, ich dachte mir dann so von wegen, ja, Turtok, ne, wenn ich schon Endivie, ich muss ja dahin, Endivie jetzt genommen habe, Endivie mein allererstes Pokémon, ja, halt Johto-mäßig war. Ja, mein allererstes Kanto-Pokémon war ja Shigi, ne, nehme ich halt das. Da beim allererstes Kalos-Pokémon wäre Foxy gewesen, ne, also es geht so nicht ganz auf. Na egal. Wie kommen wir jetzt da hin? Da drüben ist es okay. Die Sonne geht unter, ist mir gerade scheißegal. Kampfsektor Start. Ja, ihr kämpft gerade gegen Mega-Pokémon. Mega-Manie-Pokémon, Entschuldigung. Der muss irgendwie da hoch. Ja, tut also nichts. Taubsi, aber kein Shiny Taubsi. Zum Glück nicht, ey. Wenn ich wieder verpassen würde. Das ist ein richtiger Abfuck. Warte mal, wo ist es? Da, ne? Das heißt, ich muss von da hin. In dem Gebäude, ne? Ja, die kommen jetzt da hoch. Ich hoffe nur, es ist auch die richtige Leiter. Und alles drumherum. Anfla Baby, man muss das schon haben. Verdammte Kacke. Abra. Lange nicht mehr gesehen. Mist. Der Hyperball ist einfach weg. Also kommen wir nicht hoch, ne? Verdammter Mist. Jemand richtig auf den Gebäude hier?
Mann, ey, wie kommen wir jetzt da hin? Vielleicht leicht brutal. Das läuft aber auch noch für Stalos, ne? Stalos, Quatsch, Stallobor, Stallobor nicht, genau. Jetzt aber viele. Okay. Wir versuchen es mal über das Dach hier. Aber hier ein bisschen mehr Erfolg. Also, das war da von vorhin, ne? Dann habe ich nicht mehr Erfolg. Scheiße. Mann, ich muss da hoch. Und von hier aus nicht wirklich. Muss ich den ganzen weit. Warte mal, muss ich hier rüber? Nee, oder? Und dann da über die Dächer. Junge, Junge. Wie kompliziert soll das sein? Ja. So. Ja, aber es könnte funktionieren. Nee, weil so hoch kommen wir dann doch nicht. Das wäre vielleicht eine Idee. Obwohl. Eine Abkürzung. Ein Choupé, Choupé. Aua. Greifst du mich einfach an? Gibt es sogar eine andere Möglichkeit, darüber zu kommen? Das ist ein bisschen zu steil für uns, ne? Ne, klappt. Na Gott sei Dank, ey. Ja, da wollte ich eigentlich hin, also hier rüber, aber... Ich war hier oben schon mal, weil ich habe das Ding hier hergerichtet. Juwelenkraft, oh. Wie kam man damals da rüber? Da hinten? Oh Gottes Willen, ey. Also, Mega Biber, versuchen wir für nächstes ein bisschen was zu reißen, ne? Hier zu Beginn weg. Oh. Mal falsch. Was? Ja. Okay, schön. Ihr wollt eigentlich den Kampf antreten. Jetzt muss kurz unter Mega-Manie-Entwicklung stehen. Jo. Und nun wird daraus eine Megapine.
Ne, es war so eine Wespe. Jetzt kann sie mir mal stechen. Das ist scheiße. Wieso spawnen da Kokunas? Was ist denn das für ein Scheiß? Da sage ich nicht nein und dann versuche ich es mal mit Lucario, ne? Das erste Mal überhaupt. Aua! Gegen Lucario ist vielleicht nicht effektiv, aber gegen mich schon. Komm runter da. Icy bringt durchaus was. Die anderen vier können eh nur härter, ne? Also insofern. Nein, schon wieder. Ja, Lucario, du machst eigentlich einen guten Job, aber ich muss dann ein anderes Pokémon rannehmen. Bibo ist zwar schnell, macht aber kaum Damage. Sehr gut, jetzt kann man Turtok zum Zuge. Oh, ein scheiß Zeitpunkt gerade. Dann kriegt Turtok ordentlich auf die Fresse. Beschützt mich zwar gut. Dann mal auf die Hälfte runter, ne? Oh Gott, das will ich nicht. Turtok zurück. Driftet auch noch. Na toll, jetzt wo es aufgehört hat. Jetzt können wir uns. Ja, Gift-Hit, dankeschön. Mann! Mann, jemand diesen Scheißding wollte die ganze Zeit hier ins Menü gehen, da ging aber nicht. Nö. Nervig sowas, also. Mega Bibo, da muss ich mal nächstes einsetzen. Und dann Turtok mal fix healen. So. Ja, schon fremde Bibos hier. So, nächster Streich folgt zugleich. Nein, jetzt schon wieder. Labyrinx hat Walzer?
So rennen wir so leicht aus. Boah, lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Hä? Ja toll, jetzt haben wir uns da auch treffen, Turtok, ne? Ja, ich kann nicht draufgehen hier. Boah. Turtok war es nicht so einen guten Job, wie ich gehofft hatte. Ja, wir haben sie gleich. Weg hier! So, komm, jetzt nochmal finishen. Nein, Loch. Junge. Was für ein störrisches Pokémon. Der Bibornit. Puh. Alter. Dankeschön. Ich hab alles mit angesehen, Mann. Was in aller Welt ist da gerade mit Pibo passiert? So eine Megamanie-Entwicklung. Sag mal, warum kommt das eigentlich beim wilden Pokémon so eine Megamanie-Entwicklung? Das weiß keiner. Das weiß also keiner, ne? Ich weiß nicht, ob ich Quasars Gerede über eine Stadt, in der Menschen und Pokémon entspannt zusammenleben, glauben soll. Tja, eine Bibo ist hier plötzlich ganz schön still, oder? Ich hoffe, es kommt bald wieder, jetzt wo es die Megamanie-Entwicklung verstanden hat. Ja. Wäre schon nice. Irgendwie schon, ne? Gibt stets mehr zu tun. So, unser Team generell schlägt sich nicht schlecht, ne? Das kann man ja nicht sagen. Jetzt ist die Frage, also Venex ist raus. Dafür Pandago rein. Gegen Geist und so kann man gut ihn hier einsetzen. Durga selber ein Geist, will lieber davon absehen, aber dafür Meganie. Weil das Vieh, ups, hat auch ein bisschen was drauf. Und hält was aus und so. 3 Pokémon für die Mega-Entwicklung, ne? Ja. Dann können wir so machen. So. Dann haben wir sicher noch eine Side-Quest rumliegen, aber ist gerade egal. Ich gehe jetzt erstmal schnurstracks hier hin. Und dann zum Mega-Banet. Aber ich glaube, das sparen wir uns dann planmäßig für die übernächste Folge auf. In der nächsten Folge will ich ja dann online zocken. Ich muss am Ball bleiben. Ja, danke für die Tipps. Hier gibt's Beeren, ne? Wow, und 2 Beeren im zur Auswahl. Das für ein Ding. So. Was
Olive nehmen, muss er hoch. Ein Papillon! Das muss aber leider schon. Raspberry, das kann ich auch schon zur Fülle. Andererseits kann ich da hinten noch einen Weg frei machen, ne? Ich schraube es da hinten. Okay. Chopé, Chopé! Ich habe ihn schon einfach weggeschlagen. Oh, wir hatten noch. Gott sei Dank. Ein Pi! Der Tag bricht an und zwar jetzt. Kampfsektor Ende, nichts gewonnen. Tja, man kann nicht immer gewinnen. Dann taub sie auf die Lauer. Fernbereich von Megabar nicht, ne? Seltsamerweise. Ah, ist hier unten. Okay, da wäre auf dem Dach oben. Mega Splitter farmen. Ja, muss leider sein. Obwohl eben das ist natürlich etwas, das ich noch offscreen gerne machen kann und dann machen werde. Weil es auch um die letzten Megasteine geht. So, da hat es auch noch eine scheiß Schraube. Kommt es da zwar hin, aber wie käme ich wieder zurück? Da ist die Preisfrage, weil ich muss ja da runter. Wo ist ein Planet überhaupt? Ich sehe es gar nicht. Du sagst es trotzdem da oben, ne? Da haben wir was. Aua. Ah, Balguras macht schon einen guten Job, ne? Da kann man nichts sagen. Punkte mehr, sehr schön. Und noch ein Mega Splitter, sehr gut. Also Freunde, würde man sagen, wieder vielen Dank fürs Zusehen. Übernächsten Part, also wenn es nach Plan läuft, sag ich jetzt mal, gehen wir dann da hoch, machen Megabane platt und so. Nächste Folge würde ich aber eben eher Ciel Royal probieren, das heißt natürlich das Team noch ein bisschen umstellen und dann irgendwie mit meinen aktuell sehr stärksten Pokémon da reingehen. Ich denke mal sicher Megani an Position 1, das ist ganz klar. Was er braucht, denke auch Pandagro, Turtok, yeah. Ja, vielleicht also irgendwie Mega-Pokémon mitnehmen. Gardevoir und so, oder Durengard, wir gucken mal, ne? Das alles, glaube ich, entscheidet relativ spontan an der nächsten Folge. In dem Sinne, bis dahin, tschüss!